nachdem wir uns die Säulen drüber angeschaut haben. Sobald ich was Erwähnenswertes sehe, sage ich Bescheid. Nada. Geht nicht. Geht nicht. Gut, dann gehen wir mal da rein. Ja, da haben wir Empfangsdame und Steintafeln. Mann, oh Mann. Die alten Ägypter waren vielleicht primitiv. Sie vor den Augen der Sekretärin stehlen? Ich meine, stehlen? Ich? Okay, reden wir mal mit dir da. Sieht besser aus als die Statue des Anubis. Dies ist ein Museum, oder? Ich frage nur wegen der alten Statue und der Tafeln dort. In der Tat. Wenn hier Schnitzel und Koteletts ausliegen würden, könnte dies eine Fleischerei sein. Ich würde mich gern mit Informationen eindecken. Ich bin mitten in einem Geheimauftrag und brauche Daten, Mythen, Legenden, alles, was mir nützlich sein kann. Könnten Sie mich durch das Museum führen? Es tut mir leid, mein Herr. In der Tat haben wir Führer, aber sie sind alle geflohen. Es ist wegen Imhotep's Fluch, wissen Sie? Sie glauben, Sie können sich davor in Sicherheit bringen. Und? Stimmt das nicht? Absolut nicht. Der Fluch wird sich über die Welt ausbreiten. Kein Land, keine Stadt und Person wird sich vor ihm retten können. Gleich ob in der Wirklichkeit oder im Film. Wenigstens steht das in den Büchern, die ich während des Studiums gelesen habe. Das heißt, Sie dürfen Ihren Rundgang durch das Museum allein machen. So was. Ich danke für Ihre Nichthilfe. Ach so, also wir dürfen allorts durch das Museum schreiten. Da können wir rauf, aber wir fangen erst einmal unten an. Oder fangen wir um da? Fangen wir um. Da haben wir eine Skulptur. Ha, das ist ja nur 2D. Erwischt. Völlig sinnlos. Okay, da haben wir nix sehen, oder? Na, dann geht's da hinten weiter. Ach, da schau her. Da haben wir das Birche. Und einen Touristen. In Ordnung. Schon gesehen. Nichts? Das muss sehr alt sein und sehr, sehr wichtig, um in Panzerglas auf so einem Podest zu stehen. Ja, und wie kriegen wir das da außer? Das Ding hat ein Alarmsystem und eine Gewichtssicherung. Glücklicherweise haben wir bei der TIA gelernt, was zu tun ist. Wir müssen es durch etwas ersetzen, was ähnlich aussieht und genauso viel wiegt. Mr. L benutzt dasselbe System, um seinen Whisky vor Dieben zu schützen. Ja, aber wir müssen erst einmal was finden, wo es so ähnlich ausschaut, damit wir das irgendwie da austauschen können. So, was haben wir denn unten drin? Was soll das? Was haben Sie vor? Was wohl? Dort hineinzugehen? Sie dürfen dort nicht hinein. Was soll ich jetzt machen? Soll ich mich hineinbeamen oder was? Sie dürfen dort nicht hinein. Professor Logan ist beschäftigt. Wie beschäftigt? Ist er beschäftigt oder beschäftigt beschäftigt? Oder beschäftigt beschäftigt beschäftigt? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Er ist beschäftigt. Vom Verb beschäftigt sein. Wo liegt da der Unterschied? Wenn er einfach beschäftigt ist, kann man ihn ohne weiteres unterbrechen. Wenn er jedoch beschäftigt ist, dann ist es etwas anderes. Dann würde er böse werden, verstehen Sie? In Allahs Namen, was man sich hier alles bieten lassen muss. In dem Fall ist er beschäftigt, 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 beschäftigt. Ich würde ihn nur wegen eines archäologischen Fundes unterbrechen oder wegen einer der 7 Plagen. Schon verstanden. Endlich. Aber nehmen Sie es bitte nicht persönlich, ich mache nur meine Arbeit. Wenn es sich nicht um etwas archäologisch sehr Wichtiges handelt, wird der Professor kaum mit Ihnen reden. Ich habe Anweisung, niemanden vorzulassen, es sei denn, es geht um etwas von entscheidender Bedeutung. Die Welt zu retten ist nicht entscheidend genug? Hören Sie auf. Halten Sie sich für Bruce Willis? Ich möchte Sie ja nicht beleidigen, aber... Das macht nichts. Ich glaube nicht, dass es auf der Welt je einen Menschen gegeben hat, der öfter beleidigt worden ist als ich. Geben Sie es zu. Der Vergleich ist Ihnen wegen der Haare eingefallen. Ja, also zum Professor können wir nicht rein.
Es sei denn, wir haben irgendeinen archäologischen Fund, was den Professor interessieren kann. So, jetzt schalten wir mal um auf den Smart. Hallo, wie geht's? Ah, Salam alaikum, Fremder. Müssen wir sofort mit den Beschimpfungen anfangen? Willkommen auf dem Bazar. Ich bedanke mich, dass Sie auf meine wunderbaren Waren aufmerksam geworden sind. Eigentlich wollte ich schon vorbeigehen, aber irgendetwas brachte mich dazu, mit Ihnen zu reden. Ich weiß nicht was. Ah, das Verstehen der Dinge ist voller Mysterien. Aber glauben Sie nicht, dass das, was Sie sehen, eine Fata Morgana ist. Sie werden hier eine Vielzahl von Waren zu lachhaften Preisen finden. Kennen Sie einen gewissen Arch E. Logan? Archäologen? Könnten Sie etwas konkreter sein? Der Name ist in Ägypten sehr geläufig. Es ist, als ob Sie in Deutschland Hans oder Wolf sagen würden. Wolf ist eher österreichisch. Man verwechselt uns ständig. Verwechsel ich Sie vielleicht mit einem Kongolesen, Herrn Ungungwe? Ungwe? Ich habe über Wolf geredet, den Typ aus der Serie. Die kam hier über Satellit. Ach so, aber verraten Sie mir trotzdem, ob Sie ihn kennen. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass Sie etwas genauer sein müssten. Erzählen Sie mehr von ihm. Ich kenne einige mit dem Namen. Sogar meine Schwiegermutter heißt so. Aber ist Ihre Schwiegermutter nicht eine Frau? Das ist eine lange und schmerzliche Geschichte. Verstehe. Also, Der Logan, den ich meine, ist ein berühmter und angesehener Ägyptologe. Anscheinend hat er etwas von die Welt retten geredet und den Fluch der Mumie aufheben. berühmter, angesehener Ägyptologe. Lassen Sie mich nachdenken. Nein, mit der Beschreibung kann ich nichts anfangen. Tut mir leid. Trotzdem vielen Dank. Ach so, erkennen Sie nicht aus. Ach, ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich Beine habe und gehen kann. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich gehen kann, wann ich will. Auf Wiedersehen. So, jetzt machen wir mal wieder da schnell speichern, bevor wieder das Spiel abkackt. Gut, mit wem haben wir denn jetzt noch nicht geredet? Mit dem Schmied, glaube ich. Sie sind also ein traditioneller Schmied. So ist es, Effendi. Mein Vater war Schmied, mein Großvater, mein Urgroßvater und meine Urgroßmutter auch. Deswegen bin ich... Schmied, alles klar. Nein, eigentlich wäre ich beinahe Rechtsanwalt geworden. Aber man muss die Tradition fortführen. Finden Sie nicht? Und wenn Sie Nein sagen, nehme ich den Hammer und verpasse Ihnen eine. Aber nein doch, ich meine, ja doch. Sie sind aber gewalttätig. Können Sie mir irgendeine Probe Ihrer Arbeit zeigen? Eine Probe? Was Sie wollen. Ich kann machen, was Sie wollen. Sagen Sie mir, was Sie wollen und ich mache. Was ich möchte, sagen Sie? Ja, mein Hammer und mein Amboss sind in dieser Gegend legendär. Außerdem bin ich natürlich Kunstschmied. Interessieren Sie sich vielleicht für eine Hieroglyphentafel? Die aus Stein halten nicht sehr lange. Haben Sie welche? Ich habe einige übrig. Obwohl man sie mir aus den Händen reißt. Das wird eine Redewendung sein, weil ich nicht glaube, dass irgendjemand Ihnen etwas aus den Pranken reißen kann. Gut, der hat also solche Hieroglyphen. Hallo, Tag. Haben Sie eine Minute Zeit? Eine Minute schon. Was wir nicht haben, sind Stunden. Wenn wir... Gut, das haben wir schon mal gehört, glaube ich. Haben wir uns die Parole schon sagen lassen? Kennt jemand die Parole, mit der man da drüben reinkommt? Ja, Die Kaimane des Nils sind auf der Lauer. Ist das mein Problem? Losziehen, jagen und Stände mit Krokodillederschuhen und Taschen aufstellen? das ist die Parole. Ah, vielen Dank dann. Auf Wiedersehen. Leb wohl. Bis bald, Fremder. Sie gehen doch nicht weg, oder? Keine Sorge, das Budget erlaubt es nicht. Was meinen Sie? Ach, gar nichts. Gut, können wir denn dann auch da eine? Vielleicht reden wir mal mit der Dame. Sind Sie oft am Nil unterwegs? Manchmal, ja. Dann seien Sie vorsichtig mit den Kaimanen. Man weiß ja nicht, was passieren kann, nicht wahr? Wie bitte? Die Parole. Sie wissen schon. Ah, das ist sie nicht. Wie? Das ist sie nicht.
In Allahs Namen, es heißt, die Kaimane des Nils sind auf der Lauer. Warum kann es keiner richtig sagen? Ist es so schwer? Los, kommen Sie rein. Vielen Dank, dass Sie einem Geheimagenten geholfen haben. Sind Sie Geheimagent? Oha, das wollte ich nicht. Ich schwöre, ich tu's nie wieder. Wovon reden Sie? Die vielen Touristen überall sind schuld. Ihre Portemonnaies hängen so einladend aus den Taschen. Nehmen Sie dies, nehmen Sie alles. Aber Sie bringen mich nicht ins Gefängnis, oder? Eine Brieftasche? Haben Sie sie gestohlen? Von welcher Tasche reden Sie? Ah, ich verstehe. Meinen doppelten Dank. Ach, was haben wir jetzt gekriegt? Eine Brieftasche? Kein Ausweis drin. Ich frage mich, wen diese Diebin wohl beraubt haben mag. Egal, was zählt ist, dass lauter Geldstücke drin sind. Ach so, wir haben einen Haufen Geld jetzt. Können wir denn damit jetzt vielleicht was kaufen? Geben Sie mir eine der Tafeln, die Sie haben. Hier, sie kostet eine der Münzen, die Sie haben. Ja, jetzt haben wir auch so Blech. Eine Metalltafel mit ägyptischen Hieroglyphen. Sehr schwer. Wo ist eigentlich der Clever? Ach, der ist da hinten. Achso, ja, genau. Mit dem waren wir ja im Museum. Was haben wir da? Einen Tank? Haben wir den Tank schon untersucht? Der Deckel ist offen. Der Deckel ist offen. Können wir da irgendwas machen? Ich werde versuchen, den Jeep umzukippen, um das Benzin rauszubekommen. Lieber doch nicht. Der bloße Gedanke macht mich schon fertig. Können wir vielleicht mit dem Schlauch? Ja, jetzt, wie benutzen wir denn den mit dem... Oder vielleicht mit dem Turban. Das klappt nicht. Klappt nicht. Aber der Schlauch... Der ist da ein bisschen unhandlich. Was ist jetzt? Ach so, jetzt schaut er aus, ja? Damit kann ich das Benzin aus dem Tank saugen. Aber wohin? Können wir mit dem Turban? Ich habe das Benzin in den Turban laufen lassen. Wozu, weiß ich aber noch nicht. Ich hoffe vor allem, dass es sich nicht verbreitet, anzündet und das ganze Inventar in Brand steckt. Ach so, jetzt haben wir den Turban gedrängt. Er ist mit Benzin übergossen. Ich sauge das Benzin erst raus, wenn ich einen Behälter dafür habe. Irgendetwas, wo ich es reinlaufen lassen kann. Ach so, ja. Gut. Können wir mit der Schaufel noch irgendwas machen? Nada. Geht nicht. Geht nicht. Ja, jetzt haben wir einen benzingetränkten Turban. Was haben wir draußen gehabt? Ach, das war das da. Und ganz draußen, glaube ich, war nur das Ding da, oder? Der lange Zweig, den haben wir irgendwo gesehen. Oder? Oh, must I, Miss Hoffey? Juhu, was für ein Fund! Eine Wünschelrute! Jetzt werde ich so viel Wasser finden, wie ich will. Wünschelrute? Ach so, der Smart hat ja aber nicht aufnehmen können. Mit dieser Wünschelrute kann man Wasser im Boden aufspüren. Ach so, können wir den... Da fällt mir gerade ein, nachdem wir gespeichert haben. Halt, das geht da herum. Wenn wir jetzt da hinten gingen,